Ein hochrangiger Beamter des chinesischen Ministeriums für öffentliche Sicherheit strebt die Wahl in den Exekutivausschuss von Interpol an, was bei Menschenrechtsaktivisten und internationalen Politikern Bedenken aufkommen lässt, dass China die Fähigkeiten der globalen Kriminalpolizeiorganisation missbrauchen könnte, um ausländische Dissidenten aufzuspüren. Weil sich in der chinesischen Millionenstadt Dalian rund 60 Studierende mit Corona infiziert haben, müssen mehr als 10.000 Kommilitonen in ihren Wohnheimen bleiben. Die EU-Außenminister haben neue Sanktionen gegen Belarus beschlossen. So sollen Personen und Einrichtungen bestraft werden, die illegale Migration in die EU unterstützen. Bereits am Tag vor dem Kapitolsturm in Washington soll Steve Bannon gewusst haben, dass es zu Gewalt kommen würde. Der frühere Chefstratege von Ex-US-Präsident Donald Trump gilt als wichtiger Zeuge. Dem Untersuchungsausschuss bleibt er jedoch fern. Er wird deshalb festgenommen, kommt später aber frei. Aufgrund des sich vermehrenden Smogs in Indien verlangt nun das oberste Gericht Indiens sofortige Maßnahmen und Beschlüsse der Regierung, um der Lage Herr zu werden. Darunter sind Bauschließungen, Schulschließungen und Homeoffice. Präsident Emmanuel Macron hat die französische Nationalflagge ändern lassen. Dies geschah eigentlich schon vor mehr als einem Jahr, aber keiner hatte es bemerkt. Das Blau in der blau-weiß-roten Trikolore wurde durch einen dunkleren Farbton, ein Marineblau, ersetzt. Weil offenbar eine Weltraumschrottwolke der internationalen Raumstation ISS bedrohlich nahe kam, musste deren Besatzung sich in Sicherheit bringen.